Uschi und sein Alter glauben, dass der preußische Haschbruder die 100 € krampft hat. Das Geld taucht aber wieder auf und sie entschuldigen sich bei ihm. Leni wird lüderlich und lässt seine Arbeit liegen und lässt es gut gehen, aber mit der Zeit wird es schon wieder. Bei einem Gespui, wo es ums gute Gemück geht, hat das Bärli wollen, dass er gegen seine Tochter verspielt. Der Gregor sagt ihm aber einen Trick und mit dem gewinnt er. Der Till und seine Schwester und eine Cousine schicken sich gegenseitig in April. An Hubert, seine preußische Tochter, möchte ins Kino gehen, aber weil es verkehrt ist, muss daheim bleiben und seine Alten spielen ihr daheim ein Kino vor. An Till seine Leute reden ihm zu, dass er sich das mit Barras nur mal überlegt und seine Schwester meint ihm hinterrucks an bei einer, die wo ihm auch noch andere Posten vorführen. Wegen den ist er ihr eine Zeit lang bäs. Der Gregor und sein preußische Gspusi möchten zu einem Gaudi-Theater gehen, aber weil sie zweimal hintereinander die falschen Billetten bestellen, müssen sie es wieder zurückgeben und daheim bleiben. Tina wird recht gampsig und lässt sie wieder vom Pfarrer stopfen. Und das Hummerl findet nachher beim Saubermacher den leeren Umschlag, wo der Pariser drinnen gewesen ist.